Die Bibel sagt nirgends, wie groß X ist zwischen Entrückung und großer Drangsal. Auch nicht, wie lange X ist zwischen Entrückung und den letzten 7 Jahren. Und diese 7 Jahre werden beginnen mit dem Bundesschluss des Tieres aus dem Meer, das heißt des kommenden Diktators des Westens, mit Israel. Auch das wird erst nach der Entrückung sein. X ist heute so klein, dass wir sagen können, oh, im ganzen Weltgeschehen sind die Schachfiguren für das, was die große Drangsal anbetrifft, weitgehend aufgestellt. Ja, unser Thema heute ist die Entrückung. Eine große Hoffnung, aber auch eine Herausforderung für das Verständnis der biblischen Prophetie. Und gerne können Sie uns Ihre Gedanken auch in den Kommentaren hinterlassen. Welche biblischen Hinweise sprechen für eine bevorstehende Entrückung? Es ist ja so, die Entrückung wurde schon erwartet von den ersten Christen. 1. Thessalonicher 1, dass die Thessalonicher damals dem lebendigen Gott dienten und seinen Sohn vom Himmel erwarteten. Jesus, der uns rettet vor dem Zorn. Also war es richtig, dass die Gläubigen durch alle Jahrhunderte hindurch den Herrn erwarteten. Nun ist aber der Punkt der, die Bibel sagt nirgends, wie groß X ist zwischen Entrückung und großer Drangsal. Auch nicht, wie lange X ist zwischen Entrückung und den letzten 7 Jahren. Ja, ich habe gesagt, die große Drangsal 3,5 Jahren. Aber eigentlich spielen 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit eine große Rolle. Und diese 7 Jahre werden beginnen mit dem Bundesschluss des Tieres aus dem Meer, das heißt des kommenden Diktators des Westens, mit Israel. Und auch das wird erst nach der Entrückung sein. Und dieses X ist nirgends angegeben. Aber heute können wir sagen, X ist immer kleiner geworden. Und X ist heute so klein, dass wir sagen können, oh, im ganzen Weltgeschehen sind die Schachfiguren für das, was die große Drangsal anbetrifft, weitgehend aufgestellt, bereit. Und darum wird uns deutlich, also X ist jetzt sehr, sehr klein. Und darum haben wir noch mehr Grund, den Herrn jeden Tag zu erwarten. Aber auch schon mein Großvater konnte den Herrn erwarten und das war richtig zu seiner Zeit. Die haben nicht etwas falsch verstanden, wie manche meinen und denken, ja, man hat doch schon früher gesprochen von der Wiederkunft Christi. Jawohl, das war korrekt. Aber Gott hat ganz bewusst die Größenordnung von X nicht angegeben. Und das machte eben, dass die Gläubigen in ihrem Leben geprägt sein konnten von einer beständigen Erwartung. Das heißt, wir haben eigentlich nicht einen direkten Hinweis in der Bibel, das und das muss passieren, dann kommt die Entrückung, sondern wir wissen, das und das muss passieren und dann sind wir eben in dieser 7. Jahrwoche oder in dieser großen Drangsal und darum wissen wir, okay, die Entrückung muss vorher stattfinden, also umso näher wird dieser Zeit kommen und der kommen wir offensichtlich sehr nahe, umso näher sind wir an der Entrückung. Ganz genau. Aber wir würden nie auf die Torheit verfallen, um zu sagen, wie lange es jetzt noch dauert bis zur Entrückung. Ja, klar. Ich meine, da sind viele irgendwie Zufall gekommen, dass sie letztlich doch irgendein Datum gesagt haben. Und ich überlege mir, wenn ich schließlich einmal in eine Alterstorheit kommen würde und sagen würde, nächstes Jahr ist die Entrückung. Oh, wie elend. Ich sage ja heute, wir müssen so leben, dass wir sagen, vielleicht heute. Jeden Tag, vielleicht heute. Nicht erst in einem Jahr, sondern der Herr könnte wirklich heute kommen, sagen wir um 21:32 Uhr. Ja. Damit muss man leben oder soll man leben und das hilft uns, die Prioritäten besser zu setzen in unserem Leben. Aber jetzt will ich doch mal kritisch ein bisschen so nachfragen. Ja, gerne. Wenn jetzt der Paulus ja schreibt, eben jetzt im 1. Thessalonicher 4, er schreibt ja den Thessalonichern, in erster Linie schreibt er ihnen einen Brief, den Thessalonichern, und redet und sagt ihnen eben, zuerst die Entschlafenen und danach auch werden wir mit ihnen entrückt werden. Also er spricht ja von wir und spricht die Thessalonicher an. Kann man da nicht einwenden, ja, das war ein bisschen, er hat sich ein bisschen fehlgeleitet, die Thessalonicher, hat etwas gesagt, was ja gar nicht stimmen konnte, weil das wir, von dem er sprach, ja gar nicht erfüllt wurde. Ja, weil das ja so klingt, als würde Paulus damit rechnen, er wird nicht sterben, sondern wird
entrückt werden. Mhm. Der Punkt ist der, das ist eine ganz normale Ausdrucksweise. Der Apostel Paulus sagt nämlich in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, im Blick auf die Geschwister in Thessalonich, die in der Zwischenzeit seit seinem Missionsbesuch gestorben waren, Mhm. dass die nicht einen Nachteil haben werden. Denn die Verstorbenen, die werden bei der Entrückung auferstehen. Die werden ihren Körper wieder zurückbekommen. Ja. Und im Kontrast dazu werden die aber nicht durch den Tod gehen, sondern leben, die werden dann zusammen mit den Verstorbenen, die auferstanden sind, entrückt werden. Also es gibt zwei Gruppen, die Verstorbenen und die Lebenden. Und der Apostel Paulus spricht also hier speziell von den verstorbenen Thessalonichern, Mhm. weil die standen ihnen besonders vor Augen, Ja. als die erste Gruppe. Und er selber als Lebender gehörte zur Gruppe der Lebenden. Und eben die Lebenden werden entrückt werden. Also so identifiziert er sich mit der zweiten Gruppe, die den Tod nicht sehen soll, sondern direkt entrückt werden wird. Und diese Art der Redeweise ist ganz typisch für die Bibel. Mhm. Ist so wichtig. Ein Beispiel. 5 Mose 28. Mose hält seine Abschiedsreden in den Ebenen von Moab gegenüber von Jericho am Fuß des Nebo und spricht die neue Generation an. Die Generation der, die als Erwachsene ausgezogen sind aus Ägypten, war verstorben in der Wüste und jetzt spricht er die neue Generation an. Er sagt, ihr müsst auf das Wort Gottes hören. Und wenn ihr nicht auf das Wort hört, wird der Herr euch und euren König, den ihr über euch setzen werdet, zu einer anderen Nation wegführen. Ja. In Vers 36. Da spricht er über die babylonische Gefangenschaft. Mhm. Aber diese Generation, die er ansprach, die hat die babylonische Gefangenschaft nicht erlebt. Ja. Aber die damals lebenden Israeliten waren die Repräsentanten von Israel hier auf der Erde. Ja. Und dann geht es aber weiter. In 5. Mose 28, Vers 64 sagt Mose, der Herr wird dich unter alle Nationen zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und sagt, ihr werdet ständig verfolgt werden und keine Ruhe finden. Das hat sich aber erst erfüllt ab 70 nach Christus. Ja. Das war diese Wegführung durch die Römer. Und dann die weltweite Zerstreuung der Juden über alle 5 Kontinente. Das wird dort vorausgesagt. Aber diese Generation damals in den Ebenen von Moab, die hat das nicht erlebt. Aber sie waren die Repräsentanten von dieser Generation, die einmal nach Babylon gehen sollte und auch von der Generation, die einmal weltweit zur weltweiten Zerstreuung gehören würde. Das heißt, man muss eigentlich auch ein bisschen beachten, dass, wenn jetzt eben von wir und euch die Rede ist, dann meint der Text nicht immer gerade die Gruppe vor Augen, sondern eigentlich mehr eine größere Gruppe, zum Beispiel eben das ganze Volk Israel. Genau. Oder hier, das hast du auch schon schön aufgeführt, hier wird der Unterschied gemacht zwischen den Entschlafenen und den noch Lebenden. Genau. Aber nicht nur den Thessalonichern, sondern allen, die noch leben und allen, die mal entschlafen werden. Und das hat einen besonderen Grund, weil das Volk Gottes so eine Einheit bildet. Ja. So konnten eben die Lebenden zur Zeit des 1. Thessalonicher Briefes die Repräsentanten sein von den Lebenden bei der Entrückung. Ja. Und noch mehr, in Matthäus 10, da spricht der Herr die Apostel an. Mhm. Und er sagt ihnen, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ja. Und es wird die letzte Generation sein, nämlich der Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird. Das sind zuerst die 144.000 aus allen Stämmen und dann sogar ein Drittel der Bevölkerung in Israel wird sich bekehren in der Zukunft. Und nun, dieser Überrest, jetzt insbesondere die 144.000, die werden das Evangelium verkündigen. Aber die Apostel damals, das waren Juden und die gehörten noch nicht zur Gemeinde, die entstand erst am Pfingsten. Mhm. Und sie waren die Repräsentanten von diesen Nachfolgern des Messias, die eben einmal die letzte Generation sein würden, die in Israel noch verkündigen. Und da sagt der Herr, wir werden mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ja. Und
das ist ständig so. Da könnte man jetzt weiterfahren mit Beispielen. Und wenn man eben nicht lernt, wie die Schrift spricht, dann wird es viele Missverständnisse geben. Ja. Ständig. Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Technik, wie ich jetzt erkennen kann, ob jetzt, wenn es eben im Text von ihr und wir und so die Rede ist und der Kontext es nicht ganz klar macht, wie kann ich unterscheiden, ja, damit ist jetzt wirklich nur die Leute damals dort gemeint? Weil der Herr Jesus redet oft auch mit den Jüngern und sagt ihnen Dinge, die ich nie auf mich beziehen würde. Aber gleichzeitig jetzt eben in diesem Abschnitt oder den Beispielen, die du gesagt hast, dann müssen wir erkennen, doch, das spricht zu einer größeren Gruppe von Leuten, nicht nur diejenigen, die da vor Augen waren. Ja, da ist es eben sehr wichtig, dass man die ganze Bibel studiert. Und jetzt zum Beispiel zum Thema Entrückung, da muss man eben nicht nur jetzt diese wenigen Stellen, von denen wir jetzt bisher gesprochen haben, betrachten, sondern alle. Und da wird man plötzlich staunen, dass es eigentlich ziemlich viele sind. Aber manchmal eben nicht so ausführlich jetzt wie 1. Thessalonicher 4 oder, da habe ich noch nicht erwähnt, 1. Korinther 15, 51 und folgende. Aber manchmal nur kurze Hinweise. Man muss alles zusammennehmen und das ganze prophetische Wort zusammennehmen. Dann werden solche Dinge klar. Ja, das ist mir auch schon passiert. Da habe ich auch eben mich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt und mich auf bestimmte Stellen fokussiert. Und da kommt man plötzlich auf Ideen, wo man denkt, das müsste eigentlich so und so sein, aber man vergisst den ganzen Kontext dann vom ganzen Wort auch zu achten. Genau. Und darum ist es halt schon wichtig, wenn man das prophetische Wort studiert, man muss das ganze prophetische Wort studieren. Also Jesaja 1, 2, 3 bis 66, Hesekiel 1 bis 48, Jeremia 1 bis 52, 12 kleinen Propheten, die Offenbarung und natürlich das ganze Wort ist voll von Prophetie noch dazu. Und man kann nicht einfach sich so auf ein paar Lieblingskapitel konzentrieren. Und eben man muss sich, natürlich, das erstreckt sich über Jahre und müssen das ganze Leben lang das Wort studieren. Aber ich will damit sagen, dadurch bekommt man immer mehr so eine Gesamtschau. Und wenn es aufgeht wie ein Puzzle und man auch lernt, eben jetzt gerade in Jesaja, welche Abschnitte haben sich schon erfüllt, welche sind noch nicht erfüllt. Und man muss auch sich eben aneignen, eine Übersicht über die Geschichte des Nahen Ostens. Ja. Wann hat sich welche Prophetie erfüllt? So wird das Wort immer klarer. Und wenn man das nicht macht, natürlich dann hat man das Gefühl, ja, die Bibel kann man auslegen und man kann das mit der Prophetie so sehen oder auch so. So wie jedes Mal Leid. Manchmal habe ich das erlebt, ich habe mit jemandem gesprochen über Entrückung und betont, dass das wird vor der Drangsal sein. Hoffentlich. Wäre ja schön. Ja, gut, hoffentlich wäre ja schön, aber das Wort ist klar. Ja. Und da kann man wirklich gut schlafen und sich darauf freuen. Es ist erstaunlich in diesen frühchristlichen Schriften, wie schnell Wahrheiten des Neuen Testaments verloren gegangen sind und wie früh ganz erstaunliche Irrlehren auftreten. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Das ist kirchengeschichtlich ganz ausgesprochen geschehen im 19. Jahrhundert. Dort haben viele Gläubige durch das Bibelstudium wieder neu das Thema der Wiederkunft Christi entdeckt. Ja. Er kommt. Das 19. Jahrhundert hat dazu geführt, dass eben ausführliche Kommentare geschrieben wurden, auch über die prophetischen Bücher. Ja. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten. Und da hat man diese Zusammenhänge neu entdeckt. Die Wahrheit der Entrückung.